Es war Freitagmorgen, Steffi und ich haben uns auf den Weg zum Arbeiten gemacht. Und schon, wo wir zum Auto angelaufen sind, habe ich so das Gefühl gehabt, irgendwie sieht es so aus, als wäre die Autotür nicht ganz geschlossen. Dann bin ich eingestiegen und der Inhalt von unserem Handschuhfach liegt auf dem Beifahrersitz. Und in dem Moment sagt Steffi, du kannst es ja nächstes Mal auch wieder versorgen, oder, wenn du es rausnimmst. Und ich denke so, jetzt habe ich eher gedacht, sie hat das genommen. Und es hat einen Moment gedauert, bis ich geschnallt habe, was los ist. Und alle sind wahrscheinlich jetzt gespannt, was dann effektiv war, oder? Und das ist eigentlich der Punkt, warum ich diese Geschichte an den Anfang stellen wollte. Es geht heute um Spannungen und genau das ist das, was Geschichten ausmacht. Wir empfinden sie dann als spannend, wenn es nicht ganz offensichtlich ist, was jetzt dann genau kommt und wie sich die Geschichte wird entwickeln. Wenn es zum Beispiel Konflikte oder Herausforderungen gibt, wo wir nicht wissen, wie die ausgehen werden, und da werden wir schnell emotional involviert und möchten eben eigentlich wissen, wie denn das jetzt weitergeht, was dabei rauskommt. Darum leben Geschichten, Erzählungen, Abenteuer von dem, dass eben gewisse Sachen noch nicht klar sind und wir nicht genau wissen, wie es sich entwickelt. Schlussendlich lesen wir dann eben weiter und gehen weiter in diesen Sachen, weil wir möchten wissen, wie kommt denn jetzt das am Schluss raus und was die meisten von uns gar nicht gerne haben, wenn es ein offenes Ende hat und nicht klar ist, wie es jetzt rausgekommen ist. Darum, zum heute nein, tatsächlich, es ist unser Auto eingebrochen worden in dieser Nacht, aber es ist nichts Schlimmes weggekommen, ein USB-Kabel und ein bisschen Münze. Warum das USB-Kabel? I don't know. Jetzt eben in Geschichten und Filmen, da lieben wir es, wenn es spannend ist, oder? Da kann es manchmal nicht genug spannend sein. Spannend ist, wenn es dann im eigenen Leben ist, dann ist es plötzlich nicht mehr ganz so cool, wenn wir es selber erleben. Wenn wir ja zum Beispiel einen Konflikt haben oder eine schwierige Situation, wo wir nicht genau wissen, was jetzt dabei rauskommt oder wie wir uns entscheiden sollen. Im eigenen Leben lösen Spannungen oft Unsicherheit aus und sind uns unangenehm. Und es kann sich anfühlen, so, als würden wir Kontrolle verlieren. Als wissen wir jetzt nicht ganz genau, was da kommt. Und sobald wir in so einer Spannung sind, sehen wir uns oft an, dass sie so schnell wie möglich wieder vorbeigeht und alles wieder geregelt und vorhersehbar und einfach ist, wie es sonst ist. Und doch wünschen wir uns auch gleichzeitig, dass es nicht ganz langweilig wird. Das ist ein bisschen Paradox. Und ich glaube, in unserem Abenteuer vom Glauben, wir reden ja in diesem Jahr vom Abenteuer vom Glauben, ist es manchmal ähnlich. Und es wäre kein Abenteuer, wenn nicht auch unser Abenteuer vom Glauben so Spannungen würde beinhalten. Sonst wäre es ein Spaziergang. Aber es ist nicht immer einfach, wie wir damit umgehen können. Vielleicht ein paar Spannungen, die in Bezug auf den Glauben entstehen können, oder sie entstehen eben dort, wo wir im Glauben Aussagen oder Polaritäten antreffen, die sich scheinbar widersprechen. Wo dann plötzlich nicht ganz klar ist, ja, ist es jetzt eher so oder so. Oder dann bei Themen, wo es keine eindeutige Aussage dazu gibt. Oder, und das ist manchmal noch fast schwieriger, wenn wir in unserem Leben merken, dass gewisse Glaubenssätze, die wir immer hatten, irgendwann einem plötzlich nicht mehr ganz so einleuchtet, weil wir vielleicht auch merken, dass gewisse Sachen wir ganz anders erleben. In der Sprachsprache redet man davon, wenn es eine kognitive Dissonanz gibt zwischen dem, was wir erleben und dem, was wir eigentlich glauben und wie wir merken, hey, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich mit dem umgehen soll. Ein paar Beispiele dafür sind, der Klassiker ist natürlich die Frage nach dem Leid und der Allmacht von einem liebenden Gott. Warum gibt es denn trotzdem Leid? Freie Wille oder Vorherbestimmung, wo manchmal sich auch fragen, ja, lohnt es sich denn überhaupt zu beten? Die Frage nach der Inspiration von der Bibel oder so ein Klassiker Gnade oder Gesetz. Die Dreieinigkeit Gottes ist auch so ein Thema, wo es so Spannungen geben kann. Vielleicht kennst du noch andere, aber vielleicht hast du auch eines von denen schon, wo du sagst, so, hey, ja stimmt, das finde ich auch immer wieder herausfordernd. Ich möchte heute nicht die Antworten auf diese Themen liefern, sondern mit euch anschauen, wie wir dann mit so Spannungen umgehen können und wie wir gerade trotz oder eben gerade sogar durch so Spannungen können Halt finden
und Stabilität in unserem Glauben und wie wir uns auch mit so Spannungen können im Glauben orientieren können. Wir fangen an, indem wir anschauen, wie wir grundsätzlich mit so Spannungen umgehen können. Und es gibt eigentlich zwei so Ansätze. Und der erste Ansatz, das ist so der, wo man instinktiv oft als ersten Reflex wählen, wir wollen die Spannung auflösen. Spannungen sind unangenehm und darum reden wir ja auch davon, dass wir angespannt sind, wenn wir so eine Spannung erleben. Und wir haben das Bedürfnis, sie aufzulösen. Und es gibt verschiedene Arten, wie wir das versuchen. Eine von diesen Arten ist, indem wir versuchen, die Spannung zu leugnen. Dass wir uns entlasten versuchen, indem wir sie versuchen, klein zu reden oder sie zu ignorieren. Zum Beispiel, indem wir sagen, ja, das Thema ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, darum kümmere ich mich lieber nicht drum. Oder interessiert mich eigentlich gar nicht. Oder mit so Themen setze ich mich in dem Fall einfach lieber nicht auseinander. Oder indem wir einfach sagen, nein, eigentlich ist das ja überhaupt keine Spannung, sondern das ist ja eigentlich sonnenklar. Und wir reden uns irgendwo ein, dass die Spannung gar keine Spannung ist. Man könnte dann manchmal vielleicht auch sagen, es ist das Ausweichen. So, wenn wir merken, Achtung, da kommt irgendwo eine Spannung, dann versuchen wir schnell irgendwo auszuweichen. Nur funktioniert das nicht immer, oder? Und oft holt uns das irgendwo dann auch wieder ein, wenn wir gerade zum Beispiel, wenn wir etwas selber erfahren, wie zum Beispiel Leid. Und an den manchmal, oder? Im ersten Moment weichen wir aus und dann führt uns Gott aber irgendwo immer wieder an das an. Ich habe mir das so vorgestellt, das ist wie wenn du auf deinem Weg eine Hängebrücke hast und du musst da drüber und willst eigentlich nicht, weil du Angst hast vor Hängebrücken, wo eben so die Spannung und du suchst irgendwo nach Weg rechts und links, wo man vielleicht irgendwo rundherum kann und irgendwann realisierst, ich komme nicht um das herum. Eine andere Art und Weise, wie wir manchmal versuchen, die Spannung aufzulösen, ist, indem wir uns auf eine eindeutige Antwort oder Wahrheit festlegen. Vielleicht auch ein bisschen schwarz-weiß denken. Weil oft sind ja Spannungen auch mit Fragen verbunden, gerade wenn im Glauben, auf die wir keine Antwort haben. Und ein Versuch, so die Spannung zu lösen, ist, indem wir eine Einteilung machen in wahr oder falsch oder gut oder schlecht. So ein bisschen der wissenschaftliche Ansatz, der heute sehr verbreitet ist. Es muss ja dann etwas wahr sein. Und wenn etwas das eine von beiden wahr ist, dann ist das andere sicher falsch. Und wir müssen jetzt nur noch herausfinden, welches von beiden denn das so ist. Und versuchen uns da festzulegen und die Spannungen so zu lösen. Ich glaube, der Ansatz ist unter Christen sehr verbreitet. Er führt aber dann oft eben zu einer polarisierenden Einseitigkeit. Und die Gefahr ist, dass wir ein Thema, wenn wir es so versuchen, uns festzulegen, auf falsch oder richtig, dass wir es Thema zu fest vereinfachen und einseitig werden. Ein kleines Beispiel kann zum Beispiel die Frage danach sein, was ist denn wichtig? Also ich nehme jetzt extra ein einfaches Beispiel. Was wichtiger ist, Großzügigkeit oder Sparsamkeit? Man kann sich sehr begründet für das eine oder das andere entscheiden und sagen, das ist wichtiger als das andere. Aber wenn du dich zum Beispiel für Großzügigkeit entscheidest, wird es wahrscheinlich im Endeffekt schwierig sein, wirklich etwas zu geben zu haben. Und wenn du dich für Sparsamkeit entscheidest als wichtiger, dann wird es dir schlussendlich mit Großzügigkeit schwieriger fallen. Wenn wir so versuchen, die Spannung aufzulösen durch so eine Antwort, dann entsteht immer eine Vereinfachung, eine Art Polarisierung, wo die Gegensätze oder die Ansichten und Theorien so verstärkt, dass einem dann die andere Seite plötzlich irritiert. Vielleicht sogar, dass wir das Gefühl haben, hey, die andere Seite ist so falsch, das muss bekämpft werden. Vielleicht ein paar Beispiele, die im Glauben manchmal auftauchen. Zum Beispiel die Frage, wenn es um die Bibel geht oder die Inspiration von der Bibel, da gibt es so das eine Extrem, das sagt, hey, die ist von Gott diktiert. Jedes einzelne Wort hat Gott so genau hineingeschrieben. Das führt dazu, dass dann jede Einzelaussage eigentlich unglaublich wichtig und ernst genommen muss werden und man eigentlich genauso leben muss und dass es aber auch Probleme gibt mit anderen Aussagen, die ja Gott angeschrieben hat und es dann manchmal zu schwierigen Erklärungen führt. Das andere Extrem ist, dass man sagt, ja, die Bibel ist einfach das menschliche Zeugnis von dem, wie die Menschen Gott erlebt haben. Sie haben das aufgeschrieben, was dann schlussendlich dazu führt, dass alles irgendwo relativ ist, dass nichts mehr wesentlich ist und wo man plötzlich die Angst bekommt, ja, aber dann
was gilt denn überhaupt noch? Das sind so eine Spannung, wo man in Bezug auf die Bibel findet. Oder vielleicht auch eine Spannung in Bezug auf, wie wir Christen dann zu der Welt sollen stehen. Die eine Seite ist, man kann sagen, die Gesellschaft ist Feind, sie ist gefährlich, sie ist nicht von Gott und wir sind nicht von dieser Welt. Das führt dazu, dass wir uns abschotten. Dann das andere Extrem ist, das sagt, ja, hey, wir sind ja in die Welt gesendet, wir müssen drin sein und müssen möglichst keinen Anstoß nehmen, der dazu führt, dass wir uns irgendwann, man nennt das Assimilation, in die Welt hinein verlieren und gar keinen Unterschied mehr machen. Und ein dritter so eine Spannung kann auch sein in Bezug auf Erlösung, wo die eine Seite das vor allem als ein persönliches, geistliche Bekehrung anschaut, Vergebung von deiner Schuld, ewiges Leben, dann bist du gerettet, das ist Erlösung. Und dann gibt es eine andere Sicht darauf, und die sind übrigens beide biblisch begründet, also geht mir überhaupt nicht darum, die gegeneinander auszuspielen, wo sagen, ja, Erlösung ist ein soziales Geschehen, Befreiung aus Ungerechtigkeit, Frieden, Heilung, Bewahrung von dieser Schöpfung, das, was im Reich Gottes vorkommt, das ist eigentlich Erlösung. Das sind zum Beispiel so Themen, wo man spannungsvoll empfinden können. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, um die irgendwo zu werten. Keiner von diesen Standpunkten ist in sich selber komplett falsch oder komplett oder allein richtig. Und sehr oft, wenn man so versucht, eine Spannung aufzulösen, dann sind gute Absichten dahinter. Man möchte etwas betonen oder vielleicht sogar auch bewahren, etwas, wo man das Gefühl hat, das ist unterbetont oder das geht verloren, könnte in den Hintergrund geraten. Oder die Idee dahinter ist, dass man etwas, das kompliziert ist und relativ komplex versucht, möglichst einfach zu beantworten, damit man es vielleicht einfacher erklären kann. Die Schwierigkeit ist, dass eben in dem Sinne Einseitigkeiten und so Verkürzungen passieren. Und so sind oft so Positionen eine Reaktion, manchmal auch auf andere Einseitigkeiten oder Verkürzungen. Zum Beispiel der Luther, wo das sehr betont hat mit der Errettung aus Gnade und Glauben allein. Das ist eine Reaktion auch auf eine Zeit, wo der Ablasshandel und die Gesetzlichkeit sehr groß war in der Kirche, wo er wie gemerkt hat, hey, das geht in eine Richtung, die nicht mehr gut ist. Das kippt und versucht hat, das andere zu betonen. Wir versuchen heute einen anderen Ansatz, wie wir mit so Spannungen umgehen können, anzuschauen. Der Ansatz, den wir bei uns in der GVC haben und den wir nennen, in der spannungsvollen Mitte. Und das ist nicht immer einfach, so einen Ansatz in der Mitte irgendwo das zu haben, weil im Glauben geht es schlussendlich auch darum, was denn wahr ist und nach was wir unser Leben ausrichten. Und doch gibt es eben halt im Glauben auch Themen, wo es schwierig ist, so eine eindeutige Antwort zu finden und einfach zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit und alles andere ist falsch. Und darum, wie ihr wahrscheinlich selber auch schon ein bisschen gemerkt habt, bei den Beispielen, die ich gebracht habe, oft liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte. Und das ist der Weg, wo wir als Kirche gehen und den ich euch heute Morgen auch möchte einfach nochmal vorstellen und ein paar Gedanken dazu teilen, den Weg von dieser Mitte. Und ja, wenn du nicht gerne Spannungen hast, der Ansatz ist mit Spannungen verbunden. Darum sagen wir auch in der spannungsvollen Mitte. Und nein, was mir auch wichtig ist, zu sagen, dass so der Weg von der Mitte, das ist nicht einfach ein Wischi-Waschi, sondern es geht um ein gesundes sowohl als auch. Und wir nehmen die spannungsvolle Mitte sogar als einen Orientierungspunkt in unserem Abenteuer vom Glauben. Und das möchte ich euch ein bisschen genauer erklären, wie denn das uns sogar Orientierung geben kann. Für das möchte ich ein Beispiel nehmen, das uns hilft, das vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Dass ich da so stehe, stabil und nicht umkippe, das hat damit zu tun, weil mein Körper Muskeln hat. Und die Muskeln, die brauchen eine gewisse Spannung, weil wenn Muskeln keine Spannung haben, dann werden sie schlapp und dann würde ich zusammenkippen und in mich zusammensacken.
mein Körper hat keine Stabilität. Wenn Muskeln aber dann zum Beispiel zu viel Spannung drauf haben, dann kann es sein, dass sie verkrampft werden. Sie können auch reissen und auch dann haben wir nicht mehr wirklich eine Stabilität. Damit du als Mensch kannst stabil stehen und gehen, brauchst du ganz viele Muskeln, die konstant unter einer gewissen Spannung sind, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und auch wenn die Spannung der Muskeln vielleicht manchmal auch schwierig auszuhalten ist, ist es Teil von unserem Leben und gibt genau das, dass wir so Muskeln haben, die immer irgendwo in einer gewissen Spannung stehen, in unserem Leben eben Kraft, Stabilität. Und genauso ist es auch mit Spannungen in unserem Leben. Sie können dir Kraft und Stabilität geben in deinem Leben, sofern wir es schaffen, eine gesunde Balance drin oder eben die gesunde Mitte zu finden. Und so sind Spannungen eben nicht nur einfach etwas, was unangenehm ist, sondern es ist etwas, was uns hilft, damit unser Leben nicht in Schieflage gerät und wir nicht auf die Nase fallen. Vielleicht nochmal ein Beispiel, das wir machen können, ist das mit Großzügigkeit und Sparsamkeit. Es braucht beides. Es braucht die Spannung. Ohne Sparsamkeit ist Großzügigkeit nicht möglich. Es braucht irgendwo das Zusammenspiel, die Spannung und man kann nicht einfach sagen, die Mitte ist genau da, sondern es braucht irgendwo die zwei Pole, die sich irgendwo in eine gewisse Spannung behalten. Wir finden auch in der Bibel Beispiele, wo das thematisieren und so einen gesunden Weg von der Mitte aufzeigen. Ein Beispiel finden wir im Buch vom Prediger im Zusammenhang mit den Sprüchen. Beide Bücher gehören zu der Weisheitsliteratur in der Bibel. Und in den Sprüchen ist es ganz oft so kluge Aussagen, die sagen, hey, verhalte dich so und so, mach das, dann kann dich Gott segnen. Hingegen, wenn du es andere machst, dann wirst du sehen, dann wird es dir nicht gut gehen. Zum Beispiel Sprüche 10, was heißt, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, wird lange leben. Wer sich von ihm lossagt, verkürzt seine Zeit. Wer Gott gehorcht, auf den wartet Freude. Wer von ihm nichts wissen will, dessen Hoffnung zerrinnen. Man nennt das auch so einen sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also mach das und dann wird dir das passieren. Und du machst gescheit das Richtige, weil dann kommt es gut und wenn du das Falsche machst, dann kommt es schlecht. Und grundsätzlich ist das absolut wahr und stimmt. Aber der Prediger, schlauer Kaib, der hat gemerkt, hey, ganz immer stimmt es dann eben doch auch nicht. Es gibt auch gute Menschen, denen passiert Schlimmes. Und es gibt auch böse Menschen, denen geht es scheinbar gut. Und er schreibt dann im Prediger 7,15: In meinem vergänglichen Leben habe ich viel gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Und das sind zwei Aussagen, die gleich in der Bibel stehen und im ersten Moment haben wir das Gefühl, das ist ein kompletter Gegensatz. Und doch stimmen irgendwo beide Aussagen. Und das Spannende ist, dass die Bibel sogar einen gemeinsamen Nenner findet, nämlich in beiden Aussagen geht es auch um eine Ehrfurcht vor Gott. Wir lesen im Prediger noch weiter, wo er das wieder nachher noch ein bisschen erklärt. Er sagt dann, das darf man fast nicht sagen von der Bühne, oder? Sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Also der Prediger zeichnet da einen Weg von der Mitte und sagt, hey, vermeid die Extrem. Und beide, sowohl in den Sprüchen, dort hat es ja geheißen, wer Ehrfurcht vor Gott hat, und auch der Prediger jetzt da sagt, hey, wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet schon den richtigen Weg. Heute könnte man das so sagen, dass wenn wir uns bewusst sind, dass Gott Gott ist und wir Mensch sind, werden wir den richtigen Weg schon finden. Und so suchen wir, auch gerade in den Spannungen, die uns Glauben betreffen, eine stabile Mitte, eine gesunde Mitte. Und wir schauen das nochmal auf die 3 Spannungen, die ich vorher schon mal gebracht habe, an, weil wahrscheinlich habt ihr selber schon ein bisschen gemerkt, dass es zwischen diesen Polen durchaus eine gesunde Mitte gibt, wo
das sowohl als auch berücksichtigt und wo der Komplexität von diesen Themen viel mehr Rechnung trägt und damit eben einen stabilen, einen gesunden Weg aufzeigt. Einen, der auch dann verhebt, wenn das Leben vielleicht mal schwierig ist. Oder eben, wenn so eine Spannung in unserem Leben grösser wird. Vielleicht nochmal in Bezug auf die Bibel. Die gesunde Mitte. Dass Gottes Wort auch wirklich Gottes Wort ist, aber von Menschen geschrieben. Dass es klar genug ist, dass wir wissen, wie wir Jesus nachfolgen können, aber jetzt vielleicht auch nicht auf jede hinterletzte Frage eine Antwort gibt. In Bezug auf, wie wir zu der Welt stehen. Dass wir zwar in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Dass wir die Gesellschaft lieben sollen, dass wir unseren Einfluss in die Gesellschaft hineinbringen, aber uns nicht darin verlieren. Und in Bezug auf Erlösung, oder wir haben letzten Sonntag das Thema gehabt, ganzheitliches Evangelium, dass es bei Erlösung eben nicht nur ums Persönliche geht, sondern dass es auch eine soziale Dimension und sogar eine kosmische Dimension hat. Ich tue das nicht ausführen, ihr könnt schon die Predigt von letzten Sonntag nachhören, vom Johannes Wirth. Und wie gesagt, indem wir die gesunde Mitte suchen, das geht mir jetzt wegen dem nicht darum, zu sagen, rechts und links ist ganz falsch und schlecht oder weiß auch nicht was. Und es geht auch nicht darum, dass wir in diesen Themen irgendwie so eine exakte Mitte und sagen, was ist denn jetzt ganz genau die Mitte und wir müssen die möglichst genau finden. Sondern es geht darum, dass wir uns zu der Mitte hin orientieren. Und es geht darum, dass wir eben die Spannung nicht einfach auflösen, sondern dass wir lernen, in dieser Spannung, indem wir irgendwo in der Mitte sind, Halt zu finden. So wie unsere Muskeln eben die richtige Spannung brauchen, damit wir stabil stehen, damit wir nicht umfallen. Und der Glauben eben genau so eine Spannung, wenn wir das schaffen, die Spannung so auszuhalten, stabil ist. Und eben nicht einfach plötzlich irgendwann nicht mehr stimmt und nicht mehr funktioniert. Und ich weiss, auf den ersten Moment kann das vielleicht auch ein bisschen anstrengend tönen, so, oh, wirklich, jetzt muss ich dauernd so die Spannungen aushalten. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schwierig. Für uns ist es vor allem dort schwierig, wo eine Spannung bei unserem Leben gerade sehr akut aufkommt. Neu auftaucht ist, vielleicht wir plötzlich merken, ui, bis jetzt habe ich das gar nicht als eine Spannung wahrgenommen und jetzt merke ich plötzlich, da ist eigentlich eine. Aber du lebst eigentlich konstant mit so Spannungen. Und einfach viel davon erlebst du nicht mehr als eine Spannung. So wie wir ganz viel von unseren Muskeln, die konstant unter Spannung stehen, auch nicht mehr wahrnehmen. Dass ich stehe, die Muskeln, das merke ich höchstens, wenn ich irgendwie 10 Stunden am Stück muss stehen. Aber so, wenn ich da vorne stehe, mit euch reden und so weiter, dann merke ich nichts davon, welche Muskeln jetzt genau unter Spannung stehen und welche nicht. Es ist ein Normalzustand geworden und fühlt sich nicht anstrengend an. Und genau so hat jeder von uns, auch in Bezug auf Spannungen im Glauben, gewisse Spannungen, die du nicht mehr als anstrengend erlebst. Vielleicht zum Beispiel, dass es Gott gibt, aber wenn du ihn nie gesehen hast. Ist eine Spannung, die es im Glauben angibt, aber die für die meisten von uns irgendwo nicht mehr schwierig ist, zum auszuhalten. Und genau so können wir lernen, dort, wo du Spannungen schwierig findest, damit umzugehen und in ihnen sogar Stabilität und Halt finden, ohne dass sich die Spannung zerreissen muss. Und ich glaube, das ist einer von den wichtigen Prozessen, der dazugehört, wenn wir möchten, im Glauben reifer werden, wenn wir möchten wachsen im Glauben. Und ja, das ist vielleicht manchmal im Glauben anstrengend im ersten Moment. Und manchmal würden wir gerne den Prozess abkürzen. Manchmal sind wir versucht, die Spannung einfach lieber aufzulösen, als uns irgendwo drin zu bewegen. Aber ich möchte dir Mut machen heute, so Spannungen in deinem Glauben nicht einfach so schnell wie möglich aufzulösen, sondern lernen, dich nach einer gesunden Mitte auszustrecken. Und in dieser gesunden Mitte eine Stabilität und einen Halt für dein Leben zu finden, wo eben länger und längerfristig wirklich auch verhebt und dich einen gesünderen, stabileren Christ macht. Ich möchte zum Schluss noch so ein paar Gedankenanstöße mitgeben, wie denn das kann aussehen oder was uns helfen kann, damit wir mit so Spannungen besser
umgehen können. Das sind Punkte, wo wir uns auch als GVC daran orientieren und wo wir sowohl als Kirche, aber eben du auch ganz persönlich dich kannst daran orientieren. Der erste Punkt ist, dass wir irgendwo lernen müssen, andere Meinungen und Überzeugungen auch auszuhalten. Das Fachwort wäre da Pluralismusfähigkeit. Als GVC und hoffentlich auch als Einzelpersonen ist es wichtig, dass wir uns immer, oder möchten wir uns bewusst sein, oder ich rede jetzt mal vor allem von uns als GVC, dass es viele Traditionen und Strömungen gibt, die das Christentum in seiner ganzen Fülle ausmachen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo man, es ist mega klein und das ist vielleicht auch gut so, wir müssen jetzt auch nicht das Detail untersuchen, aber das sind alles verschiedene Strömungen und Bewegungen, die es gibt im Christentum. Und wir sind eine davon. Und wir möchten die Breite als eine Bereicherung anschauen und anderen Traditionen und Strömungen grundsätzlich mit einer Offenheit begegnen, aber dann auch darauf schauen, was sind die Früchte, die wir dort sehen. Und wir möchten in dieser Vielfalt uns den Weg in dieser Mitte suchen, indem wir die Extreme vermeiden, aber von den verschiedenen Standpunkten lernen. Und in der Theorie ist das vielleicht einfach und da stimmen wahrscheinlich die meisten zu und sagen, hey ja, aber irgendwo dann hat es ja Grenzen und so, oder? Und natürlich. Und in der Praxis ist es dann manchmal nicht so einfach, wenn jemand neu jetzt eine andere Ansicht hat, nicht gleich glaubt wie mir. Wie geht es dir, wenn im Gedanken daran, dass andere, vielleicht hast du auch gerade Leute vor Augen, andere Überzeugungen haben, die du vielleicht nicht gleich siehst? Gehst du denen aus dem Weg? Löst es in dir vor allem Unverständnis aus oder vielleicht sogar Angst, das Gefühl, gegen das müssen anzukämpfen? Ich merke, mir hat geholfen, wenn ich persönliche Kontakt mit Menschen hatte, die Sachen auch anders sehen, die vielleicht auch anders glauben. Und zum Beispiel in Australien am College bin ich konfrontiert worden mit Leuten, die teilweise ganz anders aufgewachsen sind und geglaubt haben. Und oft hat mich dann irgendwo der lebendige Glaube, die tiefe Liebe, die Menschen für Gott hatten, überführt in meiner eigenen misstrauischen oder gar überheblichen Gedanken. Und ich dachte dann so, ja, schön, aber eigentlich wäre es dann im Fall so. Und das hat mich demütig gemacht, eine gesunde Mitte zu suchen und nicht einfach dem aus dem Weg gehen oder das abzutun. Da kommen wir mal zum zweiten Punkt, die lernen, eine gewisse Mehrdeutigkeit zuzulassen. Stichwort da, das Fachstichwort wäre Ambiguitätstoleranz. Und ich möchte das vor allem in dem Moment ein bisschen auf die Bibel beziehen. Es gibt Themen und Fragen, zu denen die Bibel dir nicht eine ganz klare Aussage macht. Und es ist wichtig, dass wir in der Bibel nach Wahrheit suchen und wir finden sie auch, aber es gibt nicht auf jede Frage eine eindeutige Antwort. Und die Bibel ist auch nicht dazu da, um dir auf jede Frage eine eindeutige Antwort zu geben. Das war nie Gottes Absicht gewesen, sondern Gott mutet dir und mir Spannungen zu. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns da einmal fragen, hey, gibt es Themen, wo du in Gefahr bist, die Spannung vorschnell aufzulösen? Wo du mehr lernen musst, dich innerhalb von so einer Spannung zu bewegen. Und schau, für das brauchen wir einander. Wenn wir ehrlich miteinander teilen, wo dass wir die Spannungen erleben, dann hilft uns der Austausch mit anderen, sie besser auszuhalten. Aber wenn du mit deinen Spannungen allein bleibst, dann kann sie so groß werden, dass es dich zerreißt. Und dann gehen manchmal Menschen den Glauben ganz auf. Und ich glaube, es ist wichtig, das auszuhalten, sich in dieser Spannung zu bewegen, aber in dem Sinne nicht allein zu bleiben. Und Menschen vielleicht auch um dich herum, die selber Spannungen haben und sich dazu vielleicht äußern, mit Verständnis zu begegnen und nicht einfach für sie die Spannung versuchen aufzulösen. Das ist das, wo man manchmal auch sehr schnell reingehen, den Leuten gerade eine Antwort geben, wenn sie irgendwo eine Frage haben. Der dritte Punkt
ist, und da haben Prediger und Sprüche eigentlich schon gut gesagt, Ehrfurcht vor Gott ist, glaube ich, ein Schlüssel im Umgang mit Spannungen. Die Erkenntnis und zu wissen, wer bin ich und wer ist Gott. Wie Jesaja schreibt er so gut über Gott. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich glaube, es gehört dazu, dass wir akzeptieren, dass Gott für unseren Verstand nie zu 100% erfassbar wird sein. Er ist grösser. Und wenn er nicht grösser wäre als unser Verstand, dann wäre es nicht Gott. Und Gott hat die Spannungen zugelassen. Und ich glaube, wenn er wollen hätte, dass wir auf alles eine klare Antwort haben, dann hätte er uns das auch geben können. Die Frage ist, ob wir es akzeptieren können, dass wir ein Mensch sind und Gott Gott ist. Und dass sein Interesse nicht ist, dir all deine Fragen zu beantworten, sondern er dir so Spannungen zumutet. Und nicht, indem er uns in dem ihnen allein lässt, weil, und das ist das, was in der Bibel immer wieder rauskommt, was ihm anscheinend das Wichtigste ist, nämlich Beziehung mit uns. Dass wir in Verbundenheit mit ihm leben. Dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Das ist das, was schlussendlich zählt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir lernen können im Umgang mit Spannungen, in dieser Beziehung zu Gott, sie zu leben. Die Beziehung zu ihm hilft dir, Spannungen aushaltbar zu machen. Vielleicht sogar abbauen. Und wie gesagt, oft müssen die Spannungen gar nicht gelöst werden. Aber es ist wichtig, dass wir einen ehrlichen Umgang vor Gott mit ihnen haben. Ein Hiob hat seine Fragen nicht beantwortet bekommen. Aber er ist in der Beziehung mit Gott geblieben. Er hat erkannt, wer Gott ist, wer er ist. Und er hat Frieden gefunden, Ruhe gefunden für seine Seele. Gott ist der mit deinen Spannungen, die du hast, kann umgehen. Er hat überhaupt kein Problem mit Spannungen. Und so kannst du auch bei ihm Frieden, Ruhe und Geborgenheit finden, mitten in deinen Spannungen hinein. Vielleicht als einen Gedankenanstoß zum Mitnehmen. Kannst du dich deinen Spannungen ehrlich stellen? Oder versuchst du so, dich auszuweichen? Bring sie vor Gott. Bist ehrlich mit ihm. Vielleicht noch ein letzter kurzer Punkt. Wir waren diese Woche im Kino. Super spannender Film. Und im Kino ist man kann es gut aushalten. Und es ist mir klar geworden, warum. Weil wir wissen, dass am Schluss alles gut kommt, oder? Im Film hinein. Und wenn der Film nicht ein Happy End hat, dann laufen wir halt nachher einfach raus und wissen, das war ein Film. Und eigentlich haben wir ein Stück weit das Gleiche. Durch die Bibel wissen wir, dass am Schluss alles gut kommt. Auch wenn vielleicht die Spannung aktuell, jetzt gerade, gross ist, darfst du wissen, dass am Schluss alles gut kommt. Ich möchte beten zum Schluss und lade euch ein, zum Aufstehen dazu. Ja, Jesus, so schwer manchmal Spannungen sind, auch gerade in Bezug auf den Glauben und so gern wir manchmal ein spannungsfreies Leben hätten, im Generellen. So sind doch auch die Spannungen das, was uns Stabilität gibt. Auch gerade in unserem Glauben, wenn wir uns in einer gesunden Mitte orientieren und ausrichten. Wenn wir es schaffen, in dieser Spannung zu bleiben. Und Jesus, du siehst dort, wo wir vielleicht akut gerade Spannungen haben, die wir mega schwierig finden. Und ich bete, dass wir dürfen, uns getrauen, in dieser Spannung irgendwo zu bleiben und uns nach einer gesunden Mitte auszustrecken. Jesus, ich bete speziell für Leute, die das Gefühl haben, es verreist sie in dieser Spannung. Dass wir Beziehung zu dir suchen. Dass wir nicht aus der Beziehung zu dir rauslaufen, sondern dich suchen in dem hinein.
den Mut haben, vielleicht auch ehrlich zu teilen, wo das wir so Spannungen erleben und wo uns Sachen schwerfallen. Jesus, ich danke dir für all die Spannungen, die wir schon gelernt haben auszuhalten, wo wir uns drin bewegen, auf eine gesunde Art und Weise und wo unserem Leben Stabilität gibt. Und Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche sein dürfen, wo die Spannungen nicht leugnen, mit ihnen einen Umgang finden und wo eine gesunde Mitte finden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns segnest, dass wir immer wieder die gesunde Mitte finden. Dass wir es da aufmachen können, dass wir diesen Weg finden, dass wir uns von dir führen lassen. Ich bitte, dass du da jeden Einzelnen drin segnest. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit. Wir haben in dieser Zeit auch unser Gebetsteam, das es liebt, mit euch zu beten. Vielleicht auch gerade, wenn du merkst, hey, da hat Spannungen in meinem Leben, die ich unglaublich schwierig finde, dann würden sie es lieben, für dich zu beten. Es darf aber auch ganz ein anderes Anliegen sein, wo du hast. Nutze die Gelegenheit. Es ist nie vergebens, für etwas zu beten, auch wenn es schon das 27.000. Mal ist, wo du das machst.